Edustaja Steinruck, minuutti 30 sekuntia, olkaa hyvä. Die Richtlinie ist ja jetzt schon seit über einem Jahrzehnt in Kraft, und trotzdem gibt es noch Probleme bei der Umsetzung in den Mitgliedstaaten. Ich danke Ihnen, dass Sie sich dem Thema aktiv annehmen wollen. Denn gerade die Diskriminierung am Arbeitsplatz ist gravierend. Die Dunkelziffer ist ja noch sehr hoch. Jüngste Daten der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte zeigen, dass 82% der Befragten, die von Diskriminierung betroffen waren, den Fall nicht zur Anzeige gebracht haben. Entweder weil sie über ihre Rechte nicht informiert waren oder weil sie Angst vor der Auseinandersetzung mit ihrem Arbeitgeber hatten oder weil sie auch Angst hatten vor den Kosten einer gerichtlichen Auseinandersetzung. Diskriminierung darf nicht stattfinden, und es ist unsere Pflicht, alles zu tun, dass das in Europa verhindert wird. Deswegen brauchen wir klare gemeinsame Definitionen, wann Diskriminierung vorliegt. Und gerade bei indirekter Diskriminierung ist es ja auch oft schwierig, das nachzuweisen. Und wir brauchen Aufklärung, Information und angemessene Strafen. Da müssen die Mitgliedstaaten ehrgeiziger werden. Gerade auch Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die nur zum Teil oder nicht am Arbeitsmarkt teilnehmen können, die müssen da besser berücksichtigt werden. Ich hoffe, wir kommen ein ganzes Stück weiter mit Ihnen, Frau Thyssen, und ich zähle auf Ihr Wort. Vielen Dank. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Žitňanská, minuutti 30 sekuntia. Ďakujem veľmi pekne. Už viac ako 10 rokov je ochrana pred diskrimináciou jednou z oblastí, kde sa európske právo snaží pozitívne ovplyvňovať každodenný život ľudí v Európskej únii. Aj napriek tomu